Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Bioshock 2 auf Pelzig. So, dann wollen wir nochmal. Aha. Okay. Oh, du lebst schon noch. Dummer Hund. Zack. Lebt ja als noch. Gibt's dann das? Ach, blöder Houdini-Spleißer. So, jetzt kriegst du einen auf einen guten Dr. Fuß. Und dann war's das. Ey. Ah, das ist wieder so, ne? Ja. Ach, so ein Scheißdreck. Noch mal. Wie die abschmieren. Sehr schön. Alle Haupt... Oh, das hat's zerstört. War ich nicht. Und da müssen wir eigentlich in die andere Richtung. Okay, da können wir aber auch durch. Da können wir leider nicht durch. Aber so können wir. Mein Gefängnis. Ich schätze, ich habe mich in Dr. Lamb getäuscht. Alter, wie der rennt. Erklärt, wie mein Bedürfnis nach Kontrolle mich von innen heraus auffrisst. Wir haben alle diese Zwischenfälle in meinem Logbuch gefunden, wo ich es Häftlingen leicht gemacht habe, mich anzugreifen, damit ich sie hinterher brutal bestrafen konnte. Großer Gott! Aber ich glaube, ich kann mich hier unten nützlich machen. Jetzt, wo ich bei der Familie bin. Wir haben eine Chance, das verdammte Chaos zu überleben, das da oben herrscht. Vielleicht können wir sogar die Stadt zurückerobern. Alter, da war aber auch schon ordentlich gespliced. So, ich glaube, ich muss dann auch nochmal zurück zu dem Türcode-Gedöns. Ich habe irgendwie so im Kopf, dass ich diese Bilder dann noch 1, 2, 3, 4, 5 oder so ordnen muss. Ah, die habe ich schon. Okay. So, auf dem Rückweg können wir doch bestimmt da entlang gehen nochmal. So, noch ein bisschen Bohrertreibstoff. Unser MG ist jetzt auch komplett aufgerüstet. Und schauen wir mal, was wir hier noch reißen können. So, da waren wir überall schon, genau. Oh, hallo Kumpel. Na, dich mache ich jetzt mittlerweile mit einer normalen MG-Ladung platt. So. Sehr schön. Okay. Die Kinderstation, das ist da auch nochmal, ne? Wir suchen Mini-Geschütz. Okay. Pediatric Ward. Oder wobei? Pediatric? Ich hätte es jetzt eher mit Kinderstation sehe, aber irgendwie ekelhaft, wenn du Kinder Wärter hin. Ich glaube, da stimmt was nicht bei meiner Übersetzung im Kopf, ja. Wow. Heute nicht. So. Das muss ich erstmal beruhigen. Und jetzt... Scheiße. Mal. So, gut. Dann hätte man das auch wieder erledigt. Ne, Moment, ich wollte ja MG mal wieder benutzen. Immer hier habe ich das ja jetzt auch komplett abgegradet. Naja, wieder so ein dämlicher Houdini-Splicer. Da brauche ich dann das. Hier sind noch Kameras. Da. Ach, so ein Scheiß. Haben wir gleich? Sehr schön. Gut, keine Heckpfeile mehr. Damit muss ich jetzt irgendwie umgehen können. Sie spüren Schmerz. Heute konnte eines der Mädchen an einer Schwester vorbeigelangen und ist von der Brüstung in die Lobby gestürzt. Ich bin mir nicht sicher, ob es sich das Leben nehmen oder nur entkommen wollte. Wie auch immer, in der Zeit, die ich benötigte, um ins Erdgeschoss zu kommen, wo es lag,
waren seine gebrochenen Beine vollständig verheilt. Ohne eine ordentliche Ausrichtung waren die Knochen aber in unnatürlichen Winkeln miteinander verwachsen. Nett. Wir mussten jeden einzelnen ein Dutzend Mal erneut brechen und einrichten. So schnell verheilte alles. Diese Kinder mögen unsterblich sein, aber ich kann bestätigen, dass sie Schmerzen empfinden. Ich werde Lamp empfehlen, die Dosis der Beruhigungsmittel zu erhöhen, damit so etwas nicht mehr vorkommt. Ganz bezaubernd. Da haben wir noch ein Safe. Sehr schön. Und ein bisschen Panzer brechen, die Munition ist nie verkehrt. Sehr schön. Alter Falter. Oh, jetzt habe ich mal irgendeine Bots ausgeschaltet. Naja. Oh, wo ist denn das einer? Oh, Afokop Ahoi. Was ist das, Vater? Bringst du ihm was über... Ups. Wenn du meinst. Sehr schön. Gute Teamarbeit. Schau, die Mädchen erinnern sich an dich. Wir alle. Alter. Hopp. Jupp. Sehr schön. Die Spritze nehme ich gern. Willkommen im Zirkus der Werte. Genau. Hier haben wir nichts anderes mehr. Okay. Da geht's dann weiter in die Mission. So. Und hier holen wir uns auch ein bisschen von deiner Antipersonenmine. Antipersonenmunition, Raketesperre, Heckpfeile und Auto-Heckpfeile. Sehr gut. Und ratatat. Ah ne, okay, ich habe da liegt doch noch was, oder? Ne, einfach nur Rad. Na gut. Na gut. Nett, hier einfach jemand in den Schrank reingequetscht. Das scheint wohl hier das Krematorium zu sein. Ja. Fire Danger. Genau. Wäre ich jetzt nie drauf komme. Human Remains. Lecker. Kommt dann hier in die Dose rein. Hier stirbt man doch gern. So, und hier. Wir kommen zur anderen Kinderstation. Sie wird bewacht sein, Vater. Ja. Mach dich bereit. She is the way. Oh ja. Weil die noch am klügsten herrett von dem ganzen Sauhaufen hier. Oh, überall die kleine Krippe für die Babys. Das ist grausam irgendwie. Eleanor. Eleanor. Dankeschön. So. Okay. Hier ist noch eine Vita Chamber. Whiter Chamber, haben sie dazu gesagt. Oh, so. Hop-Up Cola, ja, und Kartoffelchips, das ist perfekt für ein kleines Kind natürlich. Also was tatsächlich? Kleinkinderwache oder Kinderwache. Ja, Schrot in so einem Bettchen ist auch nicht verkehrt. Sind es dann die Kinder von der Häftlinge gewesen oder was? Da ist ein Big Daddy abgebildet. Komm schon. Hier war doch noch so Alpha-Serie, ich hab's Wenn doch du gesehen. fertig bist, gib mir wieder ein Signal, wie vorhin. Drück den Rufknopf, dann gehe ich weiter. Oh jo. So machen wir das. Ah ja, das sind sie. Da sind sie eingesperrt, die Little Sisters. Ja, mexikanisches Kindergefängnis. Ah, nicht verkehrt, ne? Oh, da ist er. Unser Alpha-Serie-Typ. Also ohne Scheiß, wie viele Leute hätten sie dann für diese Alpha-Serie verpulvert? Das ist ja bestialisch. Ich glaube, ab jetzt muss ich eher auf die Antipersonenmunition zugreifen. War da was? Ja. Oh ja. Okay, für dich erst einmal die hier. Und nix. So. Ja, die Musik geht aber gut ab, ne? Ja, ist dann jemand hier zum Spieler. Och
Offenbar nicht. Neues Jerusalem. Ich geb da gleich, du dummer Hund. Okay, komm ich auch noch nicht durch. Aha. Da ist er, der Herr Jerusalem. So. Eva. Ah ja, nur Neve kann ich. Sehr schön. Ich glaube, ja, wir können jetzt zum Ballasttank. Ich kann das Wasser verdampfen und wir können weg. Perfekt. Wir müssen zur Dockplattform, Vater. Rasch! Ich freue mich wie Bolle dabei. Jupp, ich hupst da mal hier zu der Dockstation. Du hast Eleanor den freien Willen gelassen. Und jetzt verbreitet sie ihn unter diesen Unschuldigen wie eine Seuche. Selbstbewusstsein ist ein Fluch, Delta. Alter! Du stürzt sie in Verdammnis. Ja, Fragen sind konterrevolutionär. Fragen sind dekadent. Alter! Ist das eine Kuh? Selbstbewusstsein ist kontraproduktiv. Ja, genau. Und Fragen sind dekadent. Naja, zu einem gefängniswerter Typ komme ich jetzt wohl leider nimmer. Schon schade, dass ich das Teil jetzt nämlich so krieg, aber egal. Ich steige jetzt in WGM-Log. den Ballasttank, Vater. Komm hoch zu dem Glas, wenn ich anfangen kann. Jo, Alter. Wenn wir loslegen, gibt es kein Zurück mehr. Ja, so what, dass ich jetzt das Ende geheime Ding nicht gefunden habe, aber beziehungsweise das Ende Taschenfeld nicht habe auslösen können. Aber egal. Du willst meine einzige Tochter aus ihrem Heim und ihrer Familie herausreißen, um sie an Jupp. eine Welt ohne Hoffnung zu verfüttern. Jupp. Und wenn Utopia mit ihr stirbt, lieber schicke ich uns alle in den Tod. Leb wohl, Eleanor. Mutter wird auf dich warten. Alter, halt doch die Gosch. Da kommen sie, Vater. Halt sie in Schach, bis ich das Wasser zum Verdampfen bringe. Überlebe Lambs letzten Angriff. Ballastbehältnis ist gefüllt. Reservoir muss vor dem Ablegen entleert werden. Alle hopp. Boah, Alter. War das jetzt Elite-Alpha-Serie oder was? Oder nur Alpha-Serie wieder? Okay. Jetzt schickt sie mal ihr ganze Daddies nach hier. Inklusive Splicer. Gleich Auf dich habe ich auch noch verdampft was. Gleich verdampft. Okay. So, in your face. Okay, wer ist da noch? Stinknormales Fleißer. Besseres war die andere parat, oder? So. Es verdampft. Jetzt kann ich dir im Kampf helfen, Vater. Benutzt das Plasmid. Ausgezeichnet. Na dann. Dann komm mal her, Eleanor. Ups. Gut. So. Der ist mal kaputt. Ja genau, den hatte ich schon geplündert. Alter, du hässlicher Gorilla. So, gut, wieder einer tot. Alter Falter. Okay. Komm her, wie trete ich die Eier bunt. Wir stehen auf derselben Seite. Okay. Alle haben. Diese Houdini-Splicer sind echt am lästigsten. Aber wenigstens sind wir zu zweit. Sehr schön. Komm her, du. So. Dämliche Houdini-Splicer zu erledigen ist mal Spezialität. Und fette Boot-Splicer genauso. Ich hab's
geschafft, Vater. Das Ballastwasser ist weg. Perfekt. Entriegle den Andockmechanismus. Aber erstmal machen wir hier die Speckmänner platt. Ausgezeichnet. So, dann hoch. Und dann, falls noch was kommt, beenden wir es, wie es angefangen hat mit dem Bohrer. So. Vor allem, wenn Lamp kommt, der schneide ich erstmal die Fraser weg. Zack. Der Aufzug zum U-Boot ist geflutet, Vater. Wir müssen den Druck ausgleichen, sonst kriegen wir die Tür nicht auf. Zerbrich die Glasröhren, um den Raum zu fluten. Okay. Ah, da kommen noch ein paar. Es kommen noch ein paar alte Kollegen. So, auch Big Daddies haben Kollegen. Okay. Ey. Da steh auf. Du ekliger, fetter Gorilla. Boah, Alter. So. Jetzt ist das erleid. Okay. Alter Falter. Gut, Bohrer haben wir jetzt 8 durch. Da ist erstmal die Eleanor wieder dran. Jetzt geht's ja nur noch auf den Bosch hier. So. Güter leid. Also hier geht's echt gut ab, muss ich sagen. Oh, Alter. So, habe ich dich. Du mieser Typ de Scheiß. So. Ja, Alter, ist ja gut. Ey. Alter. Holen wir nochmal Eleanor. So, warte mal, halte mal den Gaul ab. So. Dann. So, sehr schön. Dann hat es gerade noch gereicht. Dann Bohrertreibstoff ist sicher nicht verkehrt. Dann kann man bestimmt auch noch ein paar gebrauchen. Ja, die Geschichte. So. Na, gerade mal gucken. Flute die Dockplattform. Jeweils gibt es 8 Grad mehr dort drauf, ne? Okay, ich brauche jetzt aber auch nochmal einen Zirkus der Werte gedöns. Oder ich muss mich selber mit dem Bohrer erstmal heilen. Ich glaube, was anderes bleibt man gerade nicht übrig. Ja. Okay, ich muss dann auf Bohrer-Vampir machen. Hoppala. Ups. Bin gerade so gut wie tot schon. Ja, genau, danke. Genau das habe ich gebraucht. Alter Falter. Aber irgendwas muss ich kaputt schlagen, haben sie gesagt, ne? Glasröhre. Das wird wohl so nix. Nö, das wird wohl echt nix. Erstmal den Typ hier zerbohren. Okay, gut. So viel so. Ja, ich hätte ganz gerne einen Tipp, um ehrlich zu sein. Weil eigentlich muss ich ja was machen. So.
mal. Alter Falter. Warte mal. Autsch. Warte mal. Ich weiß, das ist eine Vita-Chamber und so. Das ist ja alles auch schön und gut. Aber irgendwas muss ich ja hier noch machen. Hoppla. Falscher Knopf. Eine Etage höher. Da ist nichts Besonderes. Und das sagt man nicht, was ich zu machen habe hier. Okay, die Steuerung ist HC. Ja, irgendeiner ist wieder hinter mir her. Autsch. So, wieder einer kaputt. Okay, da ist Eleanor. Sehen wir immerhin nochmal Verbandskaster. So. Rufen wir nochmal Eleanor. Ja. Hier haben wir noch ein bisschen Bohrertreibstoff. Ist ja alles in schön und gut, aber, es hieß, ich soll Glasröhre kaputt machen. Die finde ich nur derzeit irgendwie nicht. Was das Ganze etwas kontraproduktiv macht. Zumal ich hier die ganze Zeit mal gegen diese fette Affeköpf kämpfe. Und es tut sich einfach nichts. So. Das wäre ja nicht wendiger oder so. Autsch. So, Glasröhre muss ich kaputt machen mit dem Druck. Aber irgendwie kriege ich es nicht gebacken. So, aha. So, aber. Alter. Wenn die mich da mal losen würden. Sehr schön, dass ich das jetzt auch erst sehe. Jetzt haben wir's. Gewitter erleidet. Wir haben es geschafft, Vater. Wir starten. Schnell zum Aufzug. Gut, das ganze Viehzeugs hier, das säuft uns jetzt ab. Und ich denke, das kann ich als letzte Episode durchaus noch mal ein bisschen länger machen. Ach, ne? Quatsch, jetzt muss ich nochmal aufbauen. So. So, wie gesagt, ich denke mal, das wird jetzt der letzte Kampf gewesen sein. Da kann ich hier nämlich durchaus, statt jetzt meinen Cut zu setzen, einfach weitermachen. So. Hat lang genug gedauert, bis ich den Scheiß gefunden habe. Okay. Warte mal. Ah ja, Docking-Tunnel. Okay. Flucht-U-Boot. We will be reborn. Ja, dann klappt mal dort dran noch. Ja, da ist Eleanor. Hier zum Aufzug. Die Bomben, Vater. Trophäe erhalten in Kupfer. Auf zur Oberfläche. Ah, das kann ich nichts mehr machen, gerade. Das ist jetzt Video schon. Oh oh. Fuck. Ih. Raus aus Rapture. Fontaine Futuristics. Ist Eleanor jetzt mit dabei? Und dann, Vater, war der Traum von Rapture ausgeträumt. Du hast mir beigebracht, dass Böse nur ein Wort ist. Näher betrachtet ist es einfach ein Schmerz. Für dich, Vater, war Mitleid ein Sieg. Du hast dich geopfert, du hast gelitten und, wenn sich die Gelegenheit bot, hast du vergeben. Immer.
Mutter glaubte, diese Welt sei rettungslos verloren, aber sie hat sich geirrt, Vater. Wir sind Utopia, du und ich. Und indem wir ihr vergeben, lassen wir ihr die Tür offen. Okay, also Lamb war im U-Boot mit drin. Und ihr wird verziehen. Tja. Wir sind nicht, ob ich so eine gefährliche Frau verziehe hätte, aber die ist nur ohne den Rapture was, aber ist ja wieder niemand. Raptures Traum ist ausgeträumt, aber im Erwachen werde ich neu geboren. Die Welt ist noch nicht bereit für mich. Aber hier bin ich. Die Gefahr wäre groß, sie falsch einzuschätzen. Du bist mein Gewissen, Vater. Und ich brauche dich. Du musst mich führen. Und Trophäe erhalten in Gold entkommen. Und? Du wirst jetzt immer bei mir sein, Vater. Deine Erinnerungen, das, was dich antreibt. Und wenn ich dich brauche, wirst du mir über die Schulter ins Ohr flüstern. Krass, also die beiden sind jetzt ein Kollektiv, so wie es eigentlich mit alle anderen wollt, dass er alle anderen Erinnerungen, Adam-Erinnerungen hat von der Einwohner in Rapture, hat es jetzt im Endeffekt nur Johnny Topside alias Delta adaptiert. Und jetzt sind die beiden als Person und Gewisse zusammen. Die Little Sisters sind auch frei. Big Sister Puppe. Wenn Utopia kein Ort ist, sondern ein Volk, dann müssen wir sorgfältig wählen, denn die Welt wird sich ändern. Und in unserer Geschichte war Rapture erst der Anfang. Dann bilden die Little Sisters mit ihrer A-Führerin Eleanor, die jetzt mit Delta verschmolzen ist, bilden dann wohl der Anfang von einer neuen Kulturgruppe, alias Utopia. Nicht schlecht. Intelligentes Ende, das gefällt mir. Generell muss ich zu Bioshock 2 sagen, es war eine gute alte Sub, neu aufgewärmt, könnte man sagen. Ja, es hat mir persönlich ganz gut gefallen. War auch relativ kurz, das Spiel. Deswegen werde ich jetzt noch hier nach den Credits euch noch zeigen, was dann als nächstes Folge wird. Und zwar wurde mir ja von Syltrakar schon am Anfang gesagt, ich sollte doch bei Bioshock 2 etwas anderes noch spielen. Das habe ich ja bei der Extras gefunden. Und zwar Minerva's Den. Protektorprüfung ist jetzt wohl nicht so wichtig, aber Minerva's Den sollte für die Geschichte schon relativ interessant sein. Deswegen werde ich dann im Anschluss direkt morgen Minerva's Den weiterspielen. Und nach dem Extra werde ich mich dann um Let's Play Bioshock Infinite, also um den dritten Teil kümmern. Aber morgen gibt es erstmal hier das kleine Extra Minerva's Den. Von daher bleiben weiter hier am Ball. Es wird bestimmt auch spannend. Ich habe keine Ahnung, was uns da erwartet wird, aber es hieß einfach nur, es sei für die Geschichte wichtig und interessant. Von daher werde ich das auf jeden Fall auch spielen. Also machen's gut, ihr liebe Leute, und bis morgen dann zu Minerva's Den. Ayan Yankee.